Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Inderbizin aus Schänis im Kanton St. Gallen, Astrid Murpf aus Hasle im Entlebuch, aus Röthenbach im Emmental Marlies Bertschi, von Gravo im Waadtland Aurelia Joly, aus Niederrickenbach im Kanton Nidwalden Manuela Achermann, die Florina Candinas aus Andiast in der Bündner Surselva und aus Bürgle im Kanton Uri die Therese Marti. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Das ist der Eschitannenhof, mitten im Entlebuch und weit weg von allem. Wir zünden noch Kerzen anzünden, dass alles gut geht heute. Astrid Murpf zählt auf Unterstützung von oben. Kommt gut her. Natürlich. Und auf die Hilfe von ihrer Schwester Patricia. Ein Rollbraten soll es geben. Es gibt einen rechten Flair, hä? Ja, sollte. Sie hat noch nicht Menge Rollbraten gemacht. Jetzt habe ich genau ein Blackout. Was muss ich jetzt? Schau, und da habe ich Löcher drin. Ja, das kannst du ja noch ein bisschen zusammen. Wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nicht? Jetzt muss ich gleich da. Aber jetzt habe ich da zu fest geschnitten. Hey, komm, du zitterst, hör auf. Schneidest du noch in die Finger? Bin ich richtig? Nimm es an. Ja, ich eben nicht. Wow. Dann lässt du den nachher so runter. Nicht? Zur gleichen Zeit ist das Postauto mit den 6 Landfrauen im Entlebuch unterwegs. Hey, so alt sind ihr doch noch nicht, dass ihr das hinterher. Sie sind gut gelaunt. Ihnen ist es gleich, dass das Wetter nicht mitmacht. Und von den Rollbratenproblemen ahnen sie sowieso nichts. Ich bin sicher, dass Astrid wird sehr strukturiert sein. Sie wird sehr nervös sein, aber sie wird es mit ihrer Ruhe, die sie nämlich hat, meistern. Astrid, sie ist eher eine ruhige, habe ich manchmal das Gefühl, und gleich kommt plötzlich einfach wieder etwas von einer... Aber es ist Ja, das wirklich, Gewässer. so ein bisschen, ja, sie ist ein bisschen heimlich, würde ich sagen. Das Füßchen hinter der Uhr. Also Ja. wenn sie aus sich rauskommt, Ja. dann kann man mit ihr rausstellen. Also der ist wirklich... Ja. Heute, wo der grosse Tag ist, wo sie kochen kann loslegen in der Küche. Mal, da ist die Anspannung sicher auch gross. Die Anspannung liegt noch voll auf dem Rollbraten. Wow, das passt doch. Jetzt musst du dort noch eins. Oder musst du noch mehr? Nein, nachher müssen wir den hören, sonst... Gibt es dort keinen Rollbraten? Für das Landfrauenessen hat sie extra ein 10 Monate altes Rind gemetzelt. So, soll ich echt mal probieren zu füllen? Der Speck hilft auch zusammenhaben. Du, wie soll ich jetzt den rollen? So? Oder schon so, wie ich ihn aufgeschnitten habe? Würdest du, gell? Ja, sonst geht er wahrscheinlich nachher noch mehr auseinander, nicht? Wie rollen scheint noch nicht ganz klar zu sein. Die Füllung besteht aus Lauch vom eigenen Garten und Brät. Ah ja, stimmt. Also ich würde So, es ja, sonst ich habe ihn so gehabt, genau. Aber dann muss ich es jetzt anders. Das habe ich falsch überlegt. Ja, da kannst du nachher die Löcher zuschnüren. Das sind doch viele Löcher. Ja, das kommt gut. Fast. Ja. Im Boschi bekommen die Landfrauen schon Hunger. Fleisch gibt es sicher. Ja, voilà. Fleisch gibt es sicher. Wahrscheinlich auch Fleisch vom Hof, aber jetzt genau hat sie nur... Welche vielleicht noch Häsli? Keine Ahnung, aber wäre gut möglich, weil sie hat uns nicht alles erzählt. Ja. Sie hat Kind, vielleicht hat sie Hasen für Kind und vielleicht tut sie ab und zu eins metzgen, wer weiß. Heute hat er jetzt Lust auf einen Rollbraten. Das würde mich jetzt heute freuen. Das ist schon ein extra Punkt. Das
weisst, ich sage dir eins, wenn der Braten dann nachher gemacht ist, hat sie einen Punkt auf sicher und dann ist mir da schon viel ein Stein ab dem Herz. Schere, einmal schneiden. Gut. Muss ich noch ein bisschen abtopfen? Nein, ist gut. Ist gut. Ha! Schön. Super. Perfekt. Hey, das ist mir extrem auf dem Magen gelegen. Es ist jetzt auch nicht ganz so, wie ich es gerne hatte, aber jetzt sieht er gleich gut aus. Und weißt, wenn er nachher gut ist, dann glaube ich, ist gut. Ich muss mir jetzt auch keinen Kopf mehr machen. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich habe Freude. vorerst entspannt und mit musikalischer Begleitung begrüßt sie jetzt zusammen mit der Familie die Landfrauen auf ihrem Hof. Ja, so gut. Ich heisse euch herzlich willkommen bei uns auf der Eschi Tanne. Und ich würde euch jetzt gerne meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Stefan. Hallo zusammen. Fabian ist unser Ältester. Dann kommt Melanie, die Ilona und unser der jüngste Robin. Und das ist Fabian sein Kollege, der Matthias, und sie würgeln zusammen ein bisschen örgeln. Der Empfang bei der Astrid, der war herzig. Auch wirklich wieder die Orgelmusik, das ist halt schon das, was mir gefällt. Das ist, ja, das gefällt mir. Und von diesen zwei Mädchen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bestaune sie, dass sie das managen. Hallo Aurelia, schön bist du da. Astrid Wiebe. Von der Arme, weißt du? Der Tag von der Astrid fängt immer am 5 Uhr am Morgen an. Kaum auf steht sie in der Küche. Sie hat alle Hände voll zu tun. Auch schon auf ist ihr ältester Sohn, der Fabian. Er muss früh zum Haus aus. Jeden Tag fährt der 17-jährige Zimmermannlehrling nach Schöpfheim. Darum macht ihm seine Mutter jeden Morgen ein Mittag parat. Wortlos. Ich rede nicht so viel am Morgen, bis zum ersten Kaffee. Und das gibt es etwa um 6:30. Wegen dem ist es so ruhig da bei uns in der Küche. Der Fabian redet auch nicht viel. Oder nichts. Das ist das Morgen für unsere Mädchen, für Melanie und für Ilona. Sie werden per Magensonde ernährt. Und das ist so eine Fertignahrung, wo sie alle Inhaltsstoffe nachher haben, die sie brauchen. Es läuft eigentlich jeden Morgen gleich ab. Jetzt kann ich die Mädchen sondieren, dass sie nachher zum Morgen haben. Die zwei Mädchen leiden beide am Sanfilippo-Syndrom. Das ist eine seltene, angeborene Stoffwechselkrankheit. Die Melanie, die Ältere, war 4-jährig, als man bei ihrer Krankheit festgestellt hat. Das ist ein Gendefekt, der eigentlich macht, dass ihre Entwicklung zurückgeht. Sie konnten mal laufen, ein paar Wörter reden. Inzwischen sind beide im Rollstuhl und können nicht mehr selber essen. So können wir sie ernähren, dass sie alles haben, was sie brauchen, weil das Schlucken einfach nicht mehr geht. Seit 4 Jahren wird das 16-jährige Mädchen per Magensonde ernährt. Es kann Buben auch treffen. Aber bei uns hat es jetzt irgendwie einfach Mädchen, die das haben. Die Ilona ist 3 Jahre jünger als Melanie und schon auf der Welt, wo die Doktor bei der Melanie die Krankheit diagnostiziert haben.
Ein Test zeigt, dass auch Ilona am Sanfilippo-Syndrom leidet. Ich habe immer gehofft, es ist nicht so. Und irgendwann haben wir einfach diesen Test machen, um einfach das zu wissen, oder? Es reißt dem schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Und ich habe heute noch Tage und Zeiten, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht lustig. Aber wenn es ihnen sonst so weit gut geht, dann ist es gut. Aber wenn sie dann noch zusätzlich krank sind, irgendeine Verkältung oder irgendetwas, also dann ist es aber schon ein bisschen schwierig. Aber ja, vorweg. Bis die Mädchen 10 waren, konnten beide laufen. Für das Sanfilippo-Syndrom gibt es bis heute keine Behandlungsmethode und Heilungschancen auch nicht. Man schätzt, dass 1 aus 70'000 Kindern mit diesem Gendefekt geboren werden. Beide Mädchen brauchen eine Rundumpflege. Darum müssen die Eltern immer im Team arbeiten. Das braucht es definitiv bei uns. Morgen, ja, jetzt hat ihre Dinge, was macht mit beiden Kindern. Sie macht das eine und ich mache das andere. Und dann funktionieren wir so. So, Ilona, jetzt müssen wir noch die Schuhe anlegen und dann bist du startklar. Lernen mit der Krankheit umgehen und sich immer wieder der veränderten Situation anpassen, ist alles andere als einfach. Du musst es ja dann akzeptieren, weil du kannst es nicht ändern. Aber das ist ein Weg, also ich meine. Und dann auch eben zu sehen, wenn dein Kind halt einfach gewisse Sachen plötzlich nicht mehr kann, wenn sie plötzlich nicht mehr selber essen kann, was sie mit Genuss gemacht hat, es ist schon noch hart. Und gleich, du gewöhnst dich einfach dann wieder an die neue Situation und denkst, wenn sonst das noch gut ist, ist es auch okay. Die Veränderungen, die die Krankheit mit sich bringt, betreffen die ganze Familie. Weil das andere ist ja dann nebenzu gleich auch noch, was du machen musst. Und ja. Aber ich sage immer, wir können ja nichts anderes. Das ist einfach unsere Situation, die wir haben. Und ja, machen wir es. Astrid fährt die 2 Mädchen in die Wohngruppe, wo sie neuerdings vermehrt unter der Woche betreut werden. Zum Eschitannenhof gehört auch die Bewirtschaftung von 20 Hektaren Wald. Die meiste Zeit arbeitet Stefan allein. Und gerade beim Holzen muss er sich besonders gut absichern. Das ist schön, mir gefällt es. Ich bin meistens immer allein. Aber Astrid macht ihre Arbeit irgendwo. Ich bin da, mache meine Arbeiten. Und das ist die Ruhe, das Paradies. Dieser Baum fällt für Astrid. Als meine Frau ihre Rogel hat für Dekoration am Samstag, sonst ging ich jetzt nicht in die Welt. Und was man für Frauen nicht alles macht. Ja, der Rest gibt nachher Brennholz zum Heizen im Winter. Der Stefan ist Bauer mit Leib und Seele. Das wollte ich immer wollen. Das ist mein Traumberuf, kann ich sagen so, ja. Vor 20 Jahren hat der 41-jährige Papa den Eschitannenhof gekauft. 2 Jahre später sind sie ins neue Haus gezügelt. Robin! Kommst du die Haare schneiden?
Der jüngste Sohn ist erst gerade eingeschult worden. Diese Woche hat er Ferien. Haar schneiden. Ist gut. Mal komm. Machen wir schnell. Du hast hinhocken, bitte. Wie kurz wollen wir? Eine Glatze. Glatze schneiden. Nein, komm, wir tun nicht so ganz kurz. Schön viel Haar, die da wieder weggehen. Herr Robin? Ja, und? Entschuldigung. Und dann kommt nachher der Babi mit den Kühen. Kannst du ja auch rauskommen, ist gut. Oh! Hey, was ist? Es tut weh. Was tut weh? Weil du so fest drückst. Ich drücke nicht fest. Mal, du drückst es fest. Ich habe nicht Coiffeuse gelernt. Die Frisur geht, die kann ich. Ich tue am Stefan selber die Haare schneiden. Aber in den Mädchen nicht. Nein. Und in dir selber. Nein. Und Eben, Fabian. sage ja, mit der Maschine geht's da. Ich habe nach der Schule ein Haushaltslehrjahr gemacht und dann bin ich nachher in einer Bäckerei arbeiten. Bäckerei, Haushalt und Laden. Und dann bin ich dort hängen geblieben. Ja, und dann habe ich Stefan kennengelernt. Und jetzt bin ich da. Lassen wir es noch gut sein? Hä? Bist du froh? Ich habe es noch nicht gesehen. Ach. Zu kurz. Kurz, okay. Kurz darauf bringt der Transporter ihre Kühe, die den Sommer durch auf einer Alp im Wallis waren. Es ist immer schön, wenn sie dann auch gesund wieder daheim ankommen. Alles gut gegangen ist den ganzen Sommer. Das ist das Wichtigste. Der Stefan und Astrid haben einen Mutterkuhbetrieb. Vor 10 Jahren haben sie als erste in der Schweiz die sogenannten Tux-Zillertaler Rinder importiert. Die österreichische Rasse ist besonders genügsam und pflegeleicht. Wir waren auf der Suche nach einer Rasse, die klein ist, nicht so schwer. Einfach eben unsere Högerien, dass nicht alles kaputt geht. Ja, und sind wir irgendwie auf die gekommen. Durch einen Händler eigentlich sind wir auf die Tux-Zillertaler gekommen. Und also inzwischen wollen wir nicht mehr anders. So schön. Das haben sie jetzt den ganzen Sommer nicht auf der Alp. Jetzt genießen die das voll. Nicht nur die Kühe fühlen sich wohl. Das Paar ist sich einig. Egal wie abgelegen der Hof ist, sie wollen nichts anderes. Nein, also ich nicht. Im Gegenteil. Also ich bin aber froh, wenn ich wieder hoch kann, wenn ich dann irgendwo bin. Also, nein, das ist... Nein, das ist... Uns kommt es selber komisch vor, wenn du im Dorf bist. Ja? Fast alles, was die 41-jährige Landfrau ihrer Familie auftischt, hat sie selber angepflanzt. Im Garten bin ich dann meistens allein. Und das ist für mich abschalten. Es hat noch allerlei Gemüse im Garten. Oranden. Etwas brauche ich für am Samstag, fürs Kochen, für die Landfrauen. Und den Rest sterilisiere ich, wo wir dann im Winter Salat essen von dem.
Im Herbst hast du einfach viel Arbeit, bis du die Sachen verräumt hast. Aber wenn du das im Winter im Keller einfach holen kannst, also das finde ich etwas Wunderbares. Astrid serviert den Landfrauen eine Randensuppe, im Wissen, dass nicht alle gerne Randen haben. Probieren tut sicher jede. Und ja, ich weiss, dass es Geschmackssache ist, aber ich habe es gerne und dann finde ich auch, ja, probieren wir es. Und es ist auch kein Problem für mich, wenn es das halt jemand nicht gerne hat. Also ich verstehe das, ich habe ja auch nicht alles gleich gerne, oder ja. Was sie nicht fürs Landfrauenmenü braucht, wird eingemacht. Mit aufgekochtem Wasser und Essig sterilisiert sie die Randen. Kochen tue ich sehr gerne. Ich tue auch gerne Sachen ausprobieren. Jetzt im Winter habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit für das. Da tue ich gerne so Rezepte ausprobieren, die ich durch das Jahr auch ein bisschen wegtue, irgend aus einem Heftchen oder Internet oder so. Ja, das mache ich sehr gerne. Oder auch eben Sachen einmachen, Konfi, Sirup. Ach, ich liebe es. Ja. Apropos Liebe. Ich habe mir auch immer gewünscht, dass ich mal eine Bauer bekomme. Ja, und jetzt ist das in Erfüllung gegangen und ich glaube, wir haben es gut. Wirklich. Astrid und Stefan sind im Entlebuch aufgewachsen. Sie kennen sich aus der Schulzeit. Die Heilige Kreuzkirche war für beide immer ein wichtiger Kraftort. Beide glauben an eine höhere Macht, die das Schicksal lenkt. Von oben gesteuert, sage ich mal. Warum müssen wir zusammen sein? Mit der Situation, die wir haben jetzt. Und das heisst doch auch, es wird einem nicht mehr aufgeladen, wenn es mal gestreigen. Manchmal haben wir schon das Gefühl, es wäre es dann genug. Aber es ist einfach gesteuert. Vor 18 Jahren haben sie in dieser Kirche geheiratet. Noch heute weiss sie, was sie an ihm hat. Seine Ruhe. Er hat so viele Nerven. Ja, ich bin manchmal mehr so die ein bisschen kribbelig wird danach bei einer Situation. Oder auch wenn mit dem Kind etwas ist, irgendwie, dann habe ich noch gleich das Gefühl, geht euch das und hoffentlich kommt alles gut. Und er ist immer so ein bisschen der, der sagt, ach, das geht schon, das kommt schon gut. Ja, das ist wirklich so das. Ihre Art, ich meine, der Umgang mit den Kindern, es muss ja allen gut gehen in der Familie. Und ich sage immer, wenn es ihr nicht gut geht, jetzt, dann tut sich eigentlich das wieder die Familie durchschlagen. Dann geht es uns auch nicht so gut. Wir müssen im Team zusammenarbeiten, sonst das funktioniert nicht. Zur Musik der Kastelruther Spatzen kann sich das Astrid gehen. Vino und das Geheimnis des Friedens ist für alle geschrieben, die im Herzen noch ein Kind geblieben sind. Himmel heißt das Geheimnis des Friedens. Wenn ich das erste Mal da gefahren bin mit dem Stefan, hatte ich das Gefühl, wir kommen nicht an. Also das ist einfach hindern und und wieder runter und ich hatte das Gefühl, hei. Aber es war nachher eigentlich nie ein Thema, dass ich jetzt nicht dort hinten wohnen.
Im Winter bin ich schon 2-mal so neben draussen, wo ich nicht mehr selber rausgekommen bin, wo ich Hilfe holen musste, um wieder rauszukommen. Aber ich war wirklich einfach neben der Straße, nicht irgendwie, ja. So, ja. Da musste ich Hilfe holen, um wieder rauszukommen. Ich bin Astrid. Was ist passiert? Hörst du mich? Hallo? Kann mir jemand helfen? Bitte. Er schnauft nicht. Weil sie so abgelegen wohnt, hat Astrid den Samariterkurs Nothilfe für Kleinkinder gemacht. Seither ist sie im Samariterverein von Hasle aktiv. Gerade so Wunden versorgen oder so, das brauche ich immer wieder einmal. Gerade bei den Kindern halt. Eben jetzt das Gott sei Dank nicht, Wiederbelebung. Ich hoffe, das brauche ich nie. Aber es ist gut, wenn man es weiss, wie es geht. Einmal im Monat treffen sich die Samariter. Das ist eine willkommene Abwechslung. Auch Kameradschaft mit den anderen Leuten, dass man auch noch etwas anderes hat, wie nur das daheim. Eben halt auch mal etwas anderes reden und ja, das braucht es. Am nächsten Morgen fährt sie mit den Vorbereitungen für das Landfrauenessen an. Ich mache ein Heubeerenmus für das Landfrauendessert. Rund läuft es mit den Beeren aus dem eigenen Wald. Und nicht rund läuft es mit der gebrannten Creme. Sollte es eigentlich hier Karamell geben? Ja, ein bisschen braune Würze, aber es karamellisiert gerade nicht. Geduld muss ich jetzt hier haben. Scheinbar. Manchmal muss ich gleich Geduld haben, ob ich das will oder nicht. Aber jetzt kommt es gut. Super, würde ich sagen. Das gefällt mir. Kochen für die 6 Landfrauen ist für sie eine besondere Herausforderung. Ich mache es sonst eigentlich immer so mit halben Beeren, die ich zum Beispiel sterilisiert habe oder so. Aber jetzt habe ich gedacht, mal etwas Spezielleres, das so noch ein bisschen eleganter aussieht. Der Stefan hat mich angemeldet. Zuerst habe ich gefunden, ja, also. Und gleich hat es mich gereizt. Ja, und jetzt finde ich das noch so spannend, da mitzumachen. Einfach auch mit diesen Frauen zusammen zu sein und so, ja. Ist gut. Das ist eine Abwechslung, habe ich mir hier überlegt, weil sie eigentlich immer daheim ist. In der Situation, in der sie ist eine, die nicht fortgeht. Selten. Und da habe ich das Gefühl, so, und dann musst du fort. Also ja, wenn du im Fall kannst gehen oder mitmachen, dann musst du fort. 6 Mal am Samstag Minimum. Und das war die Idee. Und jetzt hat das geklappt und jetzt geht es 6 Mal. Oder Stefan hält die Stellung daheim mit den 4 Kindern. Das geht, weil er vom Ältesten, Fabian, Unterstützung bekommt. Regelmässig setzt er die beiden Schwestern auf das Therapieross von Lina. Da ist die Lohne. Etwas, was sich positiv auf die Mädchen auswirkt. Egal ob bäuchlings oder sitzend, das Reiten tut ihnen gut. Wegen dem schlechten Wetter bleiben sie heute im Stall. Ja, genau so. Das hilft dir vielleicht, ja. Gell, Volina?
Melanie hat Bauchweh. Jetzt probieren wir, ob wir ihr ein bisschen helfen können, dass sie lockerer wird, dass sie nicht mehr so verspannt ist. Ja, hoffen wir, es hilft. Weil sie ist extrem verspannt. Also das ist genug schnell, Fabian. Manchmal geht es länger, bis Melanie ruhig wird. Gut. Das ist gut. Probieren wir. Das ist auf diese Seite ins Liegen. Wir laufen jetzt einfach noch ein bisschen und dann oftmals entspannt sie sich dann. Es geht ein Zeitchen, aber die rhythmischen Bewegungen vom Ross zeigen ihre Wirkung. Also jetzt auf dem Ross war sie bedeutend entspannter. Im Moment hat man sogar das Gefühl, sie schlafe gerade ein. Ja. Gell, he? Ruhiger ist jetzt auch die Mama. Sie geht zurück in die Küche, während Ilona noch ein paar Runden dreht. Ilona, hast du Freude am Reiten? He? Dir hat es also auch wirklich gut getan, gell, Melanie? Ganz gut. Ja, aber sie war entspannt. Viel besser, gell? Hey. Ist heiß. Neben dem Kind beschäftigt Astrid auch das Landfrauenessen. Wegen dem Wetter muss sie umplanen. Das kannst du vergessen, morgen draussen. Das ist alles nicht. Keine Aussicht, nichts. Morgen Feuerwerk geht ja besser. Ja, es gibt schon noch etwas zu tun für morgen. Ich darf nie helfen. Kannst du mir noch helfen, das Tischtuch drauf tun und so? Du kannst dem Baby helfen. Was muss ich machen? Messen, einmessen, Sachen aufhängen. Ich kann dir helfen. Du bist genau und der Baby... Einfach nicht 3 Finger, sonst werde ich nervös. Dann mache ich dir das. Und morgen, ich bin gespannt, wie es tut mit mir. Ich konnte schon ein paar Sachen vorbereiten und dann wir noch ein bisschen vorbereiten hin. Sonst noch den Raum einrichten und alles. Ja, und morgen schauen wir dann. Ist das schon für Ja, Jede Landfrauen haben Platz. schön, oder? Das Esszimmer war sehr heimelig und auch Dekoration mit Holz und auf dem Tisch ist einfach, aber gefühlvoll gemacht worden. Wenn du deinen Rollbraten heute nicht bekommst, was machst du dann? Dann nehme ich ein Cordon Bleu. Hallo zusammen. Hi. Geht's euch gut? Ja, super. Lustig. Schon? Schön. Also, ich würde euch gerne mein Menü vorstellen, das ich für euch vorbereitet habe. Als Vorspeise würde ich euch gerne Astrids Vorspeisenplättchen servieren. Darauf ist eine Randensuppe, ein Roastbeef mit Tartarsauce und ein Brötchen. Zum Hauptgang möchte ich euch gerne einen gefüllten Rollbraten vom Fuchserrind mit Rotweinsauce. Habt ihr schon erraten? Sie hat es schon im Bus gesagt. Herdöpfelgratin und farbige Rüebli. Und zum Dessert ein Luzerner Lebkuchen, Heubeermus und eine brünte Creme mit einer Beere. Ich hoffe, das schmeckt euch. Dann wünsche ich euch den recht guten. Ja. Bis später. Ja. Der Rollbraten. Das ist toller Roter. Unglaublich. Super. Ja. Super. Genau so, gell? Super. Ach, wie ich es wollte. Schön rosarot und extra zart. Das Roastbeef vom Entrecote. Für die Landfrauen nur das Beste. Kommt der Salatblatt auch schon? Jetzt kannst du das schnell zurückschneiden. Ja, also der wird auch schon ein bisschen braun. Ja, wow. Ich würde sagen, es ist gut. He? Gut.
Ich hoffe, er ist noch gut und dann ist alles perfekt. Was wird dann nicht gut sein? Ja, jetzt lassen wir ihn mal so, tun wir ihn nachher schneiden. He? Jetzt wird angerichtet. Die Randensuppe als letztes. Die muss heiß sein. So ein Herzchen. Auch die Dekoration muss stimmen. So. Moment. Also der Creme oder der Dings ist jetzt einfach nicht so gut. Ja. Ist gut. Also. Die Vorspeise ist Randensuppe, Roastbeef mit Tartarsauce und ein Vollkornbrötchen. Von der Küche bis zum Stall, wo das Esszimmer ist, sind es rund 100 Meter. Und ausgerechnet jetzt fängt es an zu tröpfeln. Nein. Aber nicht jetzt. Komm. Es regnet, komm. Sonst sind die Löffel verregnet. Noch schön, hä? Die Farbe ist so. Der ist wirklich purpur. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, der andere schmeckt mir schon. Ist das Rindfleisch? Also, ja. Ja, aber es muss doch etwas Spezielles Ja, ja. sein. Danke. Das ist echt ein recht guter. Danke. Warm ist sie. Richtig gut, ja. Bei dem Rudelwetter ist es gut, gell? Also ich habe gestaunt, dass die Suppe noch so warm war auf dem Weg vom Haus durch zum Stall. Also ja, ich habe gestaunt, dass das noch so warm war. Da hat jemand Gas gegeben. So. Da sind noch Herzchen drin, siehst du? Ja, ich habe auch eins, gell? Eins? Ja. Es passt super drin. Ja. Der Stefan ist ein aufmerksamer Gastgeber. Ihr warm genug? Perfekt. Ja, so tipptopp, ja. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Geschmack, Präsentation, Kreativität und ob die Esswaren regional und saisonal sind. Die Vorspeise hat mich sehr fein gedacht. Das Roastbeef phänomenal, die Randensuppe erfrischend, einfach so etwas von frisch. Und etwas Warmes hatte ich halt sehr gerne. Das Kompliment an Astrid. Die Randensuppe war 10. Also vom Geschmack her, es war schön heiß. Und drinnen hatte es noch ein paar rohe Stückchen. Und das Fleisch ist auch wirklich auf den Punkt. Die Farbe, die Randenfarbe, das hat sie bereicht. Das war auch wirklich fein mit dem, ich weiß gar nicht, was ist es Frischkäse oder was hat sie drin gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das war fein. Das war wirklich mein Geschmack. Jetzt hier. Jetzt kommt die grosse Überraschung, ob der zusammenhält oder nicht. Sicher. Die Dauer müssten wir, glaube ich, jetzt wärmen. Was hast du, 3 Minuten? Ja. Hey, schau, er hat. Super! Geschafft. Jetzt kann sich Astrid entspannt dem Hauptgang widmen. Herdöpfelgratin, Rüebli, alles ist parat. Es läuft, wie er hofft. Sie hat alles bis ins letzte Detail durchgedacht. Noch die Rotweinsauce auf den Roll braten und fertig ist es. Das geht nicht. Du Mami, die Soße fehlt dir noch. Oh! Danke. So gut. Danke schön. Zum Glück hat Fabian aufgepasst. Tschüss. Der Hauptgang gefüllter Rollbraten mit Herdöpfelgratin und farbigen Rüebli. Super, ist sogar hier gesuppt. Ja. So bleibst du fit. Genau. Ja. Für die Figur musst du ja nichts machen. Danke schön. Jemand noch ein bisschen Wasser wollen? Sehr gerne. Der Stefan, ein Serviceboy, war die Ruhe selbst. Und ich denke, auch Astrid hat sicher von dieser
auch viel mitbekommen. Er hat ihr sicher die Ruhe übermittelt, dass sie auch nicht gerade so aufgeregt war. Es hat sich gelohnt, um auf das Luzern runterzukommen. Gell? Die Bewertungen der Landfrauen bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss. Ja, der noch ein bisschen. Nein, du musst noch mit heimnehmen. Am besten vom Hauptgang hat mir ganz klar der Gratin geschmeckt. Also der war irrsinnig, der war perfekt gewürzt, der war cremig, der war einfach nur fantastisch. Das Highlight vom Menü ist der Rollbraten. Also wirklich, ja, dass da so schön dorthin ist und eben nicht auseinandergefallen ist, wo ja ein bisschen Gefahr ist. Und nein, es ist wirklich... Und mit dieser Soße vor allem, auch mit der Rotweinssoße. Das war sehr fein. Es war lustig, dass die Hauptspeise Herdöpfel Gratin sensationell. Trübli sehr gut, schön eben verschiedene Farben. Das ist sehr frisch, also wirklich hat Farbe gegeben, Teller. Und der Rollbraten war gut, für mich persönlich ein bisschen zu trocken. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr Soße gehabt. Ui. Ausgegessen? Nicht so schön gegessen. Kräuter haben sie nicht gegessen. Nein. Haben sie ausgewaschen? Das ist Grünfutter. Oh, ich habe gegessen. Super. Das gefällt der Astrid. Aber noch kann sie nicht zurücklehnen. Auf das Dessert muss sich die Küchenmannschaft konzentrieren. Schau es mal an, von hoch. Ja, das ist gut. Das ist gut gemacht. Zum Dessert gehört eine brönte Creme mit einer Birne, Heidelbeermus und Luzerner Lebkuchen. Der letzte Gang auf einen Stefan. Das ist eigentlich ein guter Dessert. Die Landfrauen geniessen das Dessert oder Lebkuchen. Und das ist Luzern. Ich bin ein absoluter Dessert-Freak. Ich könnte nicht leben ohne Süßes. Das hat mich sehr fein gedacht. Für mich war die Kombination eher speziell. Aber ich denke, das ist eine Widerspiegelung von ihrem Hof, von Sachen, die sie hier auch hat. Und der Lebkuchen, der natürlich regional verankert ist, der fast dazugehört. Die ganze Beere habe ich zuerst gedacht, ist noch ein bisschen viel. Also ja. Aber ich habe fast alles aufgegessen, aber mir war es vor dem Essen fast wöhler nach dem Essen. Also es war wirklich ein grosses Dessert noch, aber fein. Und ja, ist herzig dorthin auf dem Schifferplättchen wieder wunderbar. Also ich habe es super gefunden, dass sie den Luzerner Lebkuchen gemacht hat, weil es gehört hier hin. Und auch die Heidelbeere wird sie selber gepflückt haben, also kommt einfach hier. Ja, es war eine feine Kombination. Ja. Danke tausend. Ja, gerne. Ja? Das Astrid hat es geschafft. Lasst euch überraschen. Nächste Woche geht es zu der Marlies Bertschi ins Emmental.